Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind hier immer noch in der Nacht unterwegs, wie in der letzten Folge besser gesagt, kann ich sagen, im letzten Rennen. Und wir machen jetzt aber ein weiteres Rennen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem Rennen, das da hinten ist. Sollten wir unterwegs die Polizei bekommen, dann ist das gut, weil mein Ziel in dieser Folge ist jetzt hauptsächlich ein bisschen Heat-Stufen raufzukommen. Jetzt muss ich da aussen rumfahren, oder kann ich kann sicher auch hier durchfahren. Jetzt vor uns ist gerade ein Polizeiwagen, sehe ich gerade. Ich weiss jetzt soll ich es wirklich herausfordern oder nicht. Ich werde jetzt lieber, muss ich ehrlich sagen, ein Rennen machen, weil im Rennen... Ist jetzt dein Bond? Nein, er ist gerade da vorne. Ich möchte das Rennen machen, weil im Rennen hole ich mir sicher safe so die Punkte mal. Und dann nachher sollte ich dann irgendwie mal noch unterwegs die Polizei gerade bekommen, weil die irgendwie im Rennen gerade kommen, dann wäre das auch nicht so tragisch oder wäre sogar gut gerade dann. Aber ich möchte lieber schnell zuerst das Rennen fahren. Gut, die sind jetzt abgebogen dort vorne, das heisst, wir können jetzt mal vorbrettern. Ich hoffe, sie kehren jetzt nicht einfach da plötzlich. Nein, gut, sehr gut. Also, wir starten jetzt so das Rennen. Auch wieder ein Sprintrennen, das ist für mich sehr gut. Ich habe das ja, wie schon ein paar Mal gesagt, lieber als Rundkurs. Beziehungsweise das Problem ist einfach, halt, wenn wir am Anfang ein bisschen so die langsameren Autos haben und nicht so wahnsinnig schnelle. Das sind so die Rundkurs manchmal immer so enorm lang. Und darum sind eigentlich so die Sprintrennen sehr angenehm, weil es halt einfach immer ein bisschen eine Abwechslung ist. Weil du halt eben nicht immer im gleichen Kreis fahrst, sozusagen. So, also wir heizen mal hier ein bisschen auf, wir tun hier ein bisschen Flammen hinausballern bei unserem M3. Und dann starten wir da das Rennen. Die Gegner sind wahrscheinlich immer noch die gleichen. Ja, da vorne haben wir jetzt mal einen Mustang, den haben wir noch nie gehabt. Der Sparky fährt hier einen Mustang. He? So, wir fahren jetzt oben durch. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier Streifenwagen unterwegs verwischen. Wo uns dann verfolgt. Da vorne sind zwar Polizeiautos, aber die sind nicht gerade auf unserer Strecke. Ich habe jetzt auch die Schwierigkeitsstufen, habe ich gar noch nicht gesagt, ich habe die Schwierigkeitsstufen auch erhöhen. Also gefunden, es ist jetzt schwer drin, das heisst, es sollte jetzt eigentlich ein bisschen engere Rennen geben. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Geld gibt wegen dem auch, ich hoffe es mal, wäre cool. Aber ich merke es jetzt schon, da hinter mir ist gerade einer. Darum haben wir wahrscheinlich jetzt auch einen Mustang als Gegner noch drin, weil die Schwierigkeitsstufe höher geworden ist. Wir schauen jetzt mal, wie gut dass wir geschlagen haben mit dem. Vorher war es einfach auf Mittel. Vor uns ist ein Polizeiauto, oder Polizeiwagen besser gesagt. Das heisst, wir haben jetzt fix Schmier. Da haben wir sie schon. Sehr gut. Das heisst, wir können jetzt noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln. Jetzt komme ich schon. Okay, schon gekommen. Ist jetzt sehr schnell gegangen, schon die Schmier los wurde. Ja, egal. Dann ist das nur vor kurzer Dauer gewesen, aber wir gönnen es sowieso das Rennen, wie es aussieht. Wow, shit, wow. Das war jetzt ein bisschen plötzlich neu gewesen. Noch 75%, 75% haben wir jetzt schon, so muss ich sagen. 25%. Aber ein Polizeiwagen wird uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr entgegenkommen, der dort ist, oh shit, wahrscheinlich unten. Oder nein, der kommt gerade über die Brücke rein, so wie es aussieht. Heisst, der könnte uns noch verwutschen, wobei... Nein, der ist auch zu weit weg. Gut, also der würde ich mal sagen, haben wir das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Also es passiert noch etwas, aber ich glaube es nicht. Nein, da fahren wir über das Ziel. Haben wir gewonnen, haben wir uns wieder Erfahrungspunkte geholt. Ich würde jetzt sagen, es sind zwar Polizeiautos dort gerade. Okay, die suche ich jetzt uns nicht mehr. Wir starten gerade das nächste Rennen noch. Weil ich möchte einfach möglichst schnell mit den Levels raufkommen, dass wir eben an der Kampagne weiter fahren können. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wo haben wir hier Rennen, wo wir noch neu haben. Da unten haben wir noch eins. Was ist das? Ein Rundkurs? Nein, auch ein Sprintrennen. Dann fahren wir doch das Rennen noch. Fahren wir schnell dort runter und starten auch das Rennen. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir unterwegs gerade keinen Streifenwagen sehen. Oder dass wir von keinem gesehen werden oder gesehen werden. Ja, da kommt ein oder jetzt steht einer, besser gesagt, im Tuning Shop, aber dort müssen wir jetzt zum Glück nicht her. Ui, jetzt sind glaube ich gerade zwei. He? Aber die sind auch ein bisschen weiter weg, das heisst, wir haben jetzt eigentlich so eine relativ freie Bahn.
So, hoppala. Wir müssen schon kurz einen kleinen Cut machen, weil mein Laptop nicht mehr viel Akku hat und nicht, dass wir da noch abklemmen. Oh, jetzt haben wir da gerade einen Polizeiwagen noch unterwegs. Ein Cop gecrashed. Ah, der ist gerade weg gewesen. Ah, gut. So gut, ist gerade weg. Jetzt haben wir gerade keine Polizei mehr, aber das hat wahrscheinlich schon recht Dings, nehme ich mal an. Erfahrungspunkt. Da vorne ist wieder einer. Ich versuche ihn auch wieder wegzurammen. Ah, es geht nicht so viel. Nur 42 hat es jetzt gegeben. Aber ja. Besser als nichts. So, wir starten jetzt so das Rennen da vorne. Das nächste Sprintrennen, genau. Wüstengott heisst das. Das Auto ist jetzt halt einfach leicht beschädigt, aber ja, noch nicht so wahnsinnig tragisch, sage ich jetzt mal. Starten wir das Rennen. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir ein bisschen Polizei bekommen, wo wir dann nachher ein bisschen eine Verfolgungsjagd haben. So, da. Also. Gut, ich denke mal, die Gegner werden wieder die gleichen sein. Der Mustang ist da vorne wieder, ich sehe ihn schon. Und das Civic haben wir wieder hinter uns. Da vorne ist auch nochmal ein Civic, glaube ich. Es sind 2 Civics im Rennen, kann das sein? Wow, shit, da sind gerade 2 Schmierautos gespawnt. Da vorne kommt uns auch gerade einer entgegen. Und da haben wir schon die ersten Polizeiwagen an unserem Popo. Also wir versuchen jetzt die einfach nicht zu verlieren, dass wir die ein bisschen hinten dran haben, weil so steigt auch unsere Heatstufe. Wiederum können wir dann so mehr RP sammeln. Aber sie darf auch nicht zu hoch sein, sonst haben wir dann wieder das Problem, wenn dann die Corvette und alles kommen, oder so die, was sind es, Charger oder Challenger Dodge Wagen da. Schnell sind wir wieder voneinander. Oh, da kommt schon der zweite. Wow, shit! Okay, unser Auto ist jetzt mal halbes kaputt. Oh, weg da. Heatstufe erhöht. Wow, shit, das war knapp gewesen. Ja, ich komme nicht vorbei. Okay, der fällt mir gerade aus. Ciao. Vorne kommt wieder einer. Wow, okay, das ist schon so ein gröberer Wagen. Okay, wir haben einen starken Schaden am Fahrzeug. Ich muss einen Tank, davon ist eine Tankstelle, glaube ich. Ja, die muss ich schon unbedingt durchblättern. Wow, ich bin gekommen. What the fuck, geil. Und jetzt haben wir das Auto repariert. Somit haben wir wieder volles Leben, eigentlich sozusagen. Oder das Auto ist wieder in einem perfekten Zustand. Wow, sehr geil, wir haben sie verloren. Wir brauchen nicht mehr viel RP für Stufe 7. Und ich würde dann nachher sagen, in dieser Folge noch, also wenn wir das Rennen fertig gemacht haben, gehen wir nachher in die Garage und beenden die Nacht. Einfach nur zum wirklich safe sein, dass wir da nicht wieder irgendwie verhaftet werden und dann nachher uns wieder das ganze Geld abgenommen wird. Mit 30.000 $, das ist einfach heftig gewesen. Das war einfach heftig gewesen. So, also da bretten wir das Ziel durch. Voilà, da steht einfach ein Auto. Und jetzt muss ich schauen, wo ich her muss. Ich muss hierher in die Garage. Okay, jetzt muss ich... Ich fahre jetzt einfach hier durch, weil ich den Speed gerade habe. Es ist jetzt halt ein Umweg. Ich hoffe einfach, dass wir keinen Polizeiwagen... Ja, da vorne ist schon einer gespawnt. Okay, ich komme. Wow, shit. Gut, der fährt dort durch. Ich fahre jetzt extra da unten durch. Jetzt hoffe ich einfach, dass keine Polizei mehr kommt. Wir sind jetzt Stufe 7 sind wir jetzt da wahrscheinlich, genau. Das sieht gut aus, sieht gut aus. Oh shit, da vorne. Ich sag schon ein bisschen durch den Rasen durch da. Come on, schneller. Ein bisschen Nitro mal geben da. Vielleicht schaffen wir so die Werbetafeln. Ja, wir haben sie verwünscht, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen Geld bekommen, ein bisschen RP, aber nicht viel. Hoppala. So, also wir haben es geschafft, wir sind in der Garage, das heisst, wir haben jetzt auch endlich einen Levelaufstieg bekommen. Sehr gut, es sind zwar glaube ich nur 2 Level gewesen, aber besser als nichts.
ein bisschen Geld verdient. 4188 RP. Mal 2 heisst 8000 haben wir hier geholt und wir sind jetzt Stufe 7. Ja, 7,5. Also fast 7,5. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Autos freigeschaltet haben. So. Hoffentlich etwas Cooles. Ein neuer Wagen freigeschaltet. Wir haben da mal einen Nissan 370Z. M3 von 2006, auch sehr geil. Z4. M40i. Fühle ich jetzt weniger. Aber der M3, ich glaube, wir müssen den mal kurz anschauen. Und das machen wir also in dieser Folge. Gehen wir kurz schauen, was das für ein M3 ist, wie viel das er kostet vor allem. Weil das ist ein E36 und das ist einer meiner absoluten Lieblings-BMWs. Auch einer so ein Traum-BMW von mir, aber leider zu teuer. Viel zu teuer für das, was Preis-Leistung so ein bisschen anbelangt, aber einfach ein super schönes Auto, kann man einfach nicht anders sagen. So, gehen wir zum Händler, der ist ja da hinten, glaube ich, soviel ich weiß. Wo ist er? Ist er nicht da hinten? Bin ich jetzt falsch gefahren? Nein, mal ist er da unten, okay. Also, fahren wir schon kurz dort runter. Schauen wir mal schauen, wie viel das der M3 kostet. Sonst muss ich einfach ein bisschen Rennen fahren, dass ich mir den leisten kann, weil den möchte ich schon ziemlich gerne in meiner Sammlung haben. Voilà. So, dann schauen wir mal, was wir hier für Autos haben. Also, das einzige Auto, das man könnte momentan leisten, wäre so ein komischer Muscle Car. Also, der wäre natürlich schon mal nice, ein Nissan 370Z. Haben wir da noch? Da haben wir einen 70 gekostet, der. Wäre aber 167 und wir sind jetzt glaube ich bei 130 gegen etwas, oder? Also von dem her wäre der nicht mal so schlecht. Was haben wir da noch? Ein Lotus, okay. 144. Lotus wäre natürlich geil, weil die sehr leicht sind. Haben sicher eine wahnsinnig gute Beschleunigung. Und der BMW, der Z4. Ja, aber der M3, auf den muss ich sparen. Und das kriegen wir dann noch so. Bei Stufe 8 kriegen wir über den Mercedes, der AMG A45, okay. S5 Sport. Ah. Infiniti, okay, vielleicht also gar nicht. Land Rover, Dodge. BMW M3 von 2010. Mal schauen da, was haben wir da noch so? Die coolen Autos, so jetzt zum Beispiel so ein Subaru BRZ oder so, wo jetzt so tuningmäßig geil wäre. Kriegen wir eben relativ spät erst über. Schade. Da haben wir noch ein M3 Evolution. Wow, Skyline. Erst ab Stufe 14. What? Hursport. Und mein alte RS kannst du auch haben, ab Stufe 16. M2. Gibt es doch auch noch. M4 haben wir da mal. Okay. Auch relativ spät, aber ein M2 muss doch vor einem M4 kommen, rein theoretisch. Bin ich schon drauf vorbeizappt wahrscheinlich. Nein, wann kommt der M2? Ich weiss, es gibt einen M2 im Game, weil ich einen hatte. Aber wo ist er? Ah, da kommt er erst ab Stufe 16. Okay. Und dann kommt der M4. Okay, ja gut, der M4 macht dann fast mehr Sinn eigentlich für ein paar Level mehr und danach ist aber dann schon ein bisschen schnelleres Auto. Ja, es gibt viele Autos, viele coole Autos. Komischerweise gibt es also komische alte Autos, die einfach weit hinten plötzlich kommen. Wieso auch immer. Und da natürlich dann GTR. Natürlich wäre auch ein richtig geiles Auto, eine riesen Maschine. Aber das sind natürlich alles Autos, die wir dann sicher noch freischalten im späteren Verlauf von dem Let's Play. Aber jetzt noch nicht, jetzt geht es halt noch ein Weile. Weil wir sind erst Stufe 7. Aber wir können auch die Story weitermachen. Aber ich würde mal sagen, wir tun ein bisschen sparen auf den neuen M3, würde ich mal sagen. Oder auf den anderen M3 von 2006, den E36.
weil den müssen wir fast kaufen, weil das ist einer von meinen absoluten Lieblingswagen. Ich denke, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Rennen freigestaltet, genau, da haben wir wieder eins, da können wir 16'000 $ holen, wow, aber wir sind leider von der Leistung her ein bisschen zu schwach. Da hinten haben wir noch auch eins, sind überall ein bisschen von der Leistung zu schwach wahrscheinlich. Wir müssen wahrscheinlich vielleicht gleich noch mal kurz ein bisschen etwas in Tuning investieren, wäre nicht schlecht. Aber wir haben einen Haufen Rennen jetzt freigeschaltet. Da haben wir noch welche, die eher für uns gedacht sind. Da würde ich mal sagen, dass wir die in der nächsten Folge machen. Dann, die 2 Rennen, da holen wir dann auch noch etwa so, ja, sage jetzt mal so etwa knapp 30'000, ja, ein bisschen weniger, etwa so, sagen wir 27'000 $. Da müssen wir vielleicht noch kurz etwas ein bisschen in Tuning investieren, wenn es geht beim M3. Und dann nachher können wir dann den anderen M3 kaufen, also den E46 und ja, dann können wir mit dem dann loslegen. Da würde ich mal sagen, was das war von dieser Folge von Need for Speed. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn ihr würdet das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!